Jetzt sag mal ganz ehrlich, wie fandet ihr den Song mit Hannah und mir? Hans Tulpe und AD Toronto, der traurigste Song, den es jemals gab. Der Song ist rausgekommen vorgestern Abend, also am Donnerstag auf Freitag ist er rausgekommen. Erstmal wirklich nochmal Big Baba Bubu, Dankeschön für das Feedback zum Song. Ich war nervös, weil der erste Song Flipflops, der war halt so funny, da kann man immer sagen, ja, ist ein funny Song und so, aber der war schon mehr so ein bisschen ernster, ein bisschen sadder und da kann man halt schon krass bashen, ne? Deshalb wirklich vielen Dank für das geile Feedback. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass Leute den Song wirklich so echt hören, aber vielen Dank für das Feedback, ist geil. Bis auf deinen Part ist der Track Hammer. Halt der Maul. Findest du es legitim, einen Adblocker zu verwenden? Ja, ich habe einen Adblocker selber. War ein geiler Song. Nice. Okay, gut. Ja, geil, Digga. Ich weiß gar nicht, soll ich mal die Story erzählen, wie es zu diesem Song gekommen ist? Ich muss das, glaube ich, so ein bisschen erklären, weil viele Leute bekommen, glaube ich, gar nicht mit, was mit diesem Song-Ding ist. Ich mache ja 3 Songs, ne? Der erste war Flipflops, das ist jetzt traurig und in 2 Wochen kommt nochmal ein Song raus, der ein absoluter Banger ist. Vielleicht soll ich euch jetzt hier mal im Stream und vielleicht auf dem Zweikanal so einen kleinen Sneak Peek zeigen? Ja, komm, scheiß drauf. Ich zeig mal so einen ganz kleinen Sneak Peek, Digga. Ich zeige euch so einen Sneaky Peek hier. Der Song ist in meiner Deutschrap-Playlist gelandet. Ja, oha. Das ist wirklich ganz schlimm. Also wenn der Song in der Deutschrap-Playlist landet, dann ist wirklich vorbei. Okay, warte, Chat. Watch this, man. Wenn kommt der Nacht Schweizerdeutsch Song? Es wird kein Song mehr auf Schweizerdeutsch kommen. Wann ist erstes Spiel beim SSV Hardstock? Ey, ich würde richtig gerne bei Trimax mitspielen, aber das Problem ist, kann ich das zeigen auf Twitch? Mein Zehen hier ist entzündet. Sieht man, wie rot mein Zeh ist? Ist es geil? Ist es Fuß-Content? Please don't ban me for this. Hier, der Zehen ist entzündet, weil ich habe 8 Jahre lang Fußball gespielt und es ist so eine klassische Fußballerkrankheit, dass der Zehennagel so einwächst auf der Seite und wenn es entzündet, musst du entweder operieren, so musst du es so rausoperieren oder du musst halt einfach warten. Und jetzt ist es wieder entzündet und das ist hier nicht so schnell weg. Deshalb gerade nicht. Okay, kleines Sneak Peek zum letzten Song, Digga. Okay, watch this, Chat. Finde ich sehr geil, by the way. Oh. 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 Ich schuckte mit der Kleinkinderpistole auf dich, Mann. Du bist so verwirrt, nee, Digga. Du kommst gar nicht klar. Okay, mehr zeige ich nicht. Oh, Digga, aber es sieht so geil aus. Ich bin so hyped. Ich bin so hyped auf diesen Song. Sieht es geil aus? Der kommt hart. Ja, Digga, der kommt wirklich, ich sag's euch, wie es ist, der kommt so um die Ecke rum. Man erwartet es nicht, aber dann kommt er einfach rein. Aber ich wollte noch mal ganz kurz über dieses Musikding reden. Einfach, dass es geklärt ist. Nein, ich habe nicht vor, Musik zu machen, so mainly, wenn jetzt Leute denken, oh, dann macht ja nur noch Musik. Ich finde das einfach ein geiles Projekt. Ich finde, das ist ein Vorteil, wenn man ein YouTuber ist, gerade so wie ich das Ganze mache. So, man ist nicht eingeschränkt in dem, was man macht. Und wenn man mal Bock hat, einen Song zu machen, dann macht man einen Song. Wenn man mal Bock hat, ein Tischtennisturnier zu machen, wie die Turnstunde, die wir gemacht haben, dann macht man das. Wenn man Bock hat, Sportvideos zu machen, dann macht man Sportvideos so. Und deshalb finde ich es voll geil und so. Ich meine, wenn man so ein bisschen die Ressourcen hat, das Ganze einigermaßen nice zu machen, weil ich finde, oder mir ist es immer wichtig bei allem, was ich mache, dass es nicht wack ist. Und ich finde, das, was wir gemacht haben und noch kommt, ist nicht wack und das ist das Wichtigste für mich. Und mir macht Spaß, den Leuten, die helfen, macht Spaß, genau. Und es kommt eben, Flipflops war der erste Song, Traurig der zweite und der dritte ist dann Kein Anstand. Ein Brecher, ein Banger, der in deine Ohren reingeht wie Ohrenschmalz. Ja, da freue ich mich sehr drauf. Und traurig, stimmt, ich wollte traurig erzählen. Ich wollte erzählen, wie das mit traurig passiert ist. Aber wärst du mal offen, auf einem Festival zu performen? Safe. Das ist ja, also wenn man ganz ehrlich ist, das Geilste am Musiker sein ist ja performen auf einer Bühne. Und wenn irgendwo mal die Anfrage käme, dass ich irgendwo vielleicht bei einem Auftritt von jemand anderem einen Song performen könnte, und ich sage euch ganz ehrlich, dieser Song, der in 2 Wochen rauskommt, Chat, der ballert wirklich, glaube ich, live richtig krass rein. Und bei dem sehe ich mich schon, oder auch so traurig. Ich finde, zum Beispiel, wenn Hannah Bock hätte, würde ich auch mit Hannah das performen. So. Fände ich schon funny. Ich würde jetzt nicht einen ganzen Auftritt machen, weil das kannst du halt nicht mit 3 Songs, aber so irgendwo mal, so aus Spaß, so das zu machen, wäre safe geil, Digga. Ich wäre turbo nervös. Ich wüsste gar nicht, wie man das macht, aber ich hätte Bock drauf. Auf jeden Fall. Der Song von Hannah ist entstanden in Flims, als wir gestreamt haben und daneben gesagt haben, ja, lass mal so einen klassischen Deutschrap-Song machen. Brüdern und Schwestern, Lila Sprite, Kopf ist irgendwo anders, Liebe will nicht mehr bei dir sein, bla bla bla, so die Klassiker. Und dann haben wir halt diese Hook geschrieben oder im Stream gemacht. Und danach, nach dem Stream, habe ich so gedacht, ey, eigentlich klingt das voll geil. Und haben dann an diesem Abend eigentlich so den groben Song mit Hooks, also mit den Parts geschrieben und das aufgenommen. Und haben dann gesagt, ja Digga, wir müssen das nice produzieren. Sind dann sogar, glaube ich, 4 Tage später nach Köln gefahren, haben das bei Mary aufgenommen. 1 Woche später das Musikvideo gefilmt. Und jetzt ist, glaube ich, 3 Wochen her oder so. Und das ganze Ding ist raus. Also von dem her sehr, sehr geil. Von dem her sehr, sehr geil. Und wenn es gut ankommt bei euch, Digga, dann ist ja auch geil, oder?
Der Tanz geht nämlich so. Ich kann euch mal den Tanz zeigen zu traurig. Zeige ich jetzt einen Tanz zu traurig, Digga. Ihr müsst den lernen und ihr müsst den vor euren Eltern performen. Traurig. Der Tanz geht nämlich so. Ihr stellt euch hin, ihr müsst extrem sad sein. Ihr müsst wirklich extrem sad sein, okay? Dann macht ihr so. Will nicht mehr bei dir sein, will lieber alleine sein. Trink wieder lila Sprite to forget you. Geh mit den Brüdern heim, die Schwestern auch dabei. Will nicht mehr traurig sein, so I forget you. Dreh mich im Kreis, Sterne leuchten hell. Kippe wieder Macker und die Zeit vergeht schnell. Yeah, man. Was the song, man? Hab den Tanz meiner Schwester gezeigt und sie dachte, ich hab mir den ausgedacht. Aber immerhin hat sie dich nicht ausgelacht. Du hast jetzt einen Riesenfass aufgemacht. Ja, oh. Ist aber geil. Wirklich. Ich finde es ja geil, das ganze Projekt. Eben, 2 Wochen noch der letzte Song. Dann wieder normal Content. Ich will wieder ein bisschen mehr TikTok machen. Ich will wieder einmal in der Woche streamen. Einfach für Twitch und halt auch für den Zweikanal. Ich liebe den Zweikanal Adissimo. Grüße gehen raus. Falls du noch nicht abonniert hast, mach das auf keinen Fall. Ja. Genau, deshalb will ich wieder mindestens einmal in der Woche streamen, so wie früher. Früher habe ich das so gemacht. Früher habe ich immer einmal in der Woche gestreamt, habe ich einen fixen Tag gehabt, dann wissen die Leute, yo, Digga, dann ist man live. Und dann guckt man sich Videos an, macht ein bisschen was Nices. Weil ich habe einfach gemerkt, so streamen, wie ich das eigentlich wollte, so vor einem halben Jahr, das liegt wahrscheinlich nicht drin. Also so 3-mal in der Woche streamen mit Reisen und allem, Digga, ist einfach schwierig. Das ist einfach schwierig. Wann kommt das nächste Video mit Nati? Wahrscheinlich nicht in naher Zukunft. Ich hab's gut mit Nati, aber halt ist es schwierig so mit Hochdeutsch und Schweizerdeutsch. Liebe der Adi, verfolge dich sofort im Hype. Welcher Hype, Digga? Welcher Hype? Besser Fußballverein. Der beste Fußballverein ist der FC Basel 1893, wo mal Mohamed Salah gespielt hat. Es ist wahr. Es ist halt einfach wahr. Will nicht mehr bei dir sein. Ja, aber vielen Dank für das geile Feedback zum Songchat. Guckt euch das Video an, streamt das Ganze. Grüße gehen raus an, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, der eine YouTuber, der reagiert hat. Sehr, sehr geil. Wir sehen uns beim nächsten Video. Over and out. Over and out. My heart just got stuck between these two